Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fall zu Fall. Für die Rentrée haben wir uns etwas Neues ausgedacht. Anstatt dass der Notier mal verkauft, nach verkauft dem Notier die Frage stellt, haben wir nur einen geholt, den den für ganz bestimmt nicht kennt. Und dadurch hoffen wir, dass die Frage mehr interessant geht. Herzlich willkommen, Gérard Valerius. Ja, schön, guten Abend alle. Ja, das kann das sein. Das ist schon gut keine Ahnung von dem Ganzen. So wie die da draußen wahrscheinlich dann noch nicht wissen, dürfen wir die zwei viel zu einfachen. Die erste Frage, wo ich schon schwätzen immer mehr von Paxen. Oder Bestürden, wo ist mein Vierteil beim Paxen oder mein Nodel beim Bestürden oder respektiv umgedreht? Ja, ich meine, ist sie vielleicht ein bisschen besser positioniert, für auf die Frage zu antworten. Fundamental kann ich den Pax resümieren, an dem Sinn 3 Avantagen hat. Das erste ist, du hast dieselben Pensionsrechte, wie wenn du bestört bist. Das zweite ist, du hast, wenn du von deinem Partner irrst, so wann, dann bist du selbst besteuert wie Leute, die man nicht bestört sind. Und das dritte ist, du kannst optieren für dieselbe Besteuerungsklasse auf deine Revenuen wie ein bestimmter Koppel. Da musst du aber aufruhen. Da musst du eine extra Deklaration machen. Und da kriegst du dann noch den Moment. Und da kriegst du dann. Du hast das heißt, wenn ich zum Beispiel der Ehepartner stirbt, dann kriegt den anderen aber Pension, wie wenn er bestört wird. Genau, unter den selben Bedingungen. Ne? Was sind dann, für was, außer der romantischen Idee, wie was soll ich dann bestört? Beim Bestörden hast du an sich viel mehr eine Aufsicherung von den 2 Ehepartnern, natürlich auch mit den Konsequenzen, dass wenn es schief geht, auch viel mehr Obligationen bestehen. Das heißt, wenn ich bestört bin, habe ich eine Obligation d'entretien vis-à-vis von meinem Ehepartner, vis-à-vis von meinen Kindern. Ich habe gemeinsame Obligationen vis-à-vis von den Steuern, vis-à-vis vom Centre commun etc. Das heißt, du hast viel mehr Protektion mehr, aber auch viel mehr Obligation. Ah, das heißt, wenn ich gepackt bin, am mehr zerreißen, die Packs geht ja nicht mehr Schrift, ja. Geht wahrscheinlich geht mich schnell viel Last, ja. Geht die ganze Sache. Ja, das ist ein großer Avantage. Und es sind dann eigentlich mich schuldig, den Pax-Partner. Am Prinzip nicht. Also, ich meine, das ist ein bisschen das Problem. Der Pax geht eigentlich immer so hingestaltet, wo, weißt du, wenn es keine Lust mehr hast, gehen wir zusammen auf Gemengen, that's it. Ja. Also, aber nicht unbedingt, weil ich meine, das muss bedenken, dass das eventuell zusammen Kanner, das heißt, die Kanner, die rappst du nicht einfach so weg, gell? Das heißt, du musst dann aber darüber verhandeln, wie kriegt Gart von denen Kanner, wie vor man bei einem Droit de Visite, etc., was könnte als Pension alimentaire, Afro, etc., das heißt, das zerrabt man nicht einfach nur mehr. Das heißt, kann auch sein, also wenn ich zum Beispiel, dass wir es schaffen, und dann, mit dem ich gepackt bin, schafft nicht. Ja. Da muss ich das dann wahrscheinlich erhalten. Nein, nicht à titre personnel, just für die Kanner. Außer an Ausnahmesituationen kann ein Partner so eine Pension alimentaire froh, mit dann nicht mehr, wenn der Pax ganz, ganz lang gedauert wird. Okay. Und nicht mehr eine ganz spezifische Situation. Also im Prinzip am Pax kein Pension alimentaire. Aber eine limitierte Türen. Voilà, du wirst mal Bescheid. Du weißt noch nicht alles. Ah, nee, das ist so. Guck, mit der Erbschaft zum Beispiel, das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo der Unterschied gibt zwischen einem Pax und einem Bestiertes. Das ist so, wenn es zwischen Ehepartner oder Paxpartner von dem anderen irft, erfällt eine Erbschaftssteuer am Moment, die gemeinsam kann. Das heißt, wenn ich just bestört sind oder just gepackt sind, an Ehe von meinem Partner muss ich Erbschaftssteuer bezahlen. Das sind 5% plus so viel Zehntel, je nachdem wie hoch die Erbschaft. Und da sind wir ab 1,7 Millionen dann 5% plus 22 Zehntel, das heißt allein mal bei 15, 16, 17%. Ich merke keine Erbschaftssteuer. Zwischen Ehepartner, die kein gemeinsam Kinder haben, erfällt Erbschaftssteuer. Du hast Ehepartner oder Paxpartner. Du hast es so. Wie man kann gemacht, die man bestört, gell? Nein, das geht doch viel mehr einfach. Kannst du einen Ehevertrag machen, brauchst doch keine Erbschaftssteuer. Ah, okay. Das heißt, wenn du einen Ehevertrag machst, an dem du siehst, wir setzen alles zusammen, wir holen keine Ehegüter mehr, wir setzen alles zusammen. Auf jeden Fall, wo von uns 2 wegfällt, kriegt den Überlebenden alles, dann erfällt keine Erbschaftssteuer. Das ist Communauté universelle. Oder ein legal. Mit Attribution aux Survivants, nennen wir das. Nee, du hast ja immer mehr Leute von Puzzlefamilien, du kennst du einen, den nicht kann. Und dann könnte bei einem anderen zum den doch kann. Und da bestürden sie sich an die Männer an Ehevertrag, das heißt, das, was neu zusammen können, den 2, oder das, was die 4 besitzt
harten Hund gedurft sollten. Also den, dass das gemeinsam Geheieren das Diefschaft. Ein gemeinsam Geheieren, Geheier denken, wann ihn sich bestört, ohne anderen Ehevertrag, 50-50, alles, was den ungeschärft wird, während dem Bestiertnis mit den Suen, die verdingt wird. Egal wie viel verdingt, also 50-50. Bei Konter Diefschaft, was Karin Logart gesagt hat, den Trick mit dem Ehevertrag geht nicht, wenn ich kann von einem echten Partner oder seinem anderen Bestiertnis oder seiner anderen Relation, weil denen ist das dann nicht opposabel. Das heißt, den Trick, den legalen Trick für die Erbschaftssteuer von 5% zwischen Ehepartner ohne gemeinsam Kanner zum Gehen, geht eben nicht, wenn einer Kanner da sind, als andere Bestiertnis. Also nicht Strich Oder Partnerschaft. kein Erbschaftssteuer, also Kanner ist. Genau. Gemeinsam. Sind stummelrübisch. Vielleicht noch etwas anderes vom eventischen Partner. Am Mariage passt du automatisch irfst du von deinem Ehepartner, wenn nicht etwas anderes geschrieben ist. Am Pax ist das nicht der Fall. Der Tisch, wenn man nicht gepackt ziehen und ich hätte gerne, dass du von mir irfst, dann muss ich schon ein Testament machen, für das du kannst. So wie ich irgendeinem anderen gebe, eben einen Fremden anfangen. Genau. An der Mariage ist umgedreht, du hast mein Ehepartner automatisch irren, außer ich mein Testament. Ah, die kann ich entirren. Kann er dir schon nicht entirren. Genau. Kann er ja einen imposierten... Ganz Pflicht, genau. Ja. Pflicht. Der Stinger bestörten Frage kannst du so mir hilf meistens nicht mein Testament, was du nicht mehr brauchst. Ja. Hast. An den gepackter Partnerin kannst du so, ja, so mal hilf mir dann mein Testament für dich. Okay. Gut, da wissen wir das. Weißt du, oder steht? So, ich meine, du hast humorisch den Unterschied zwischen Pax und Bestiertnis erklärt, was dir besser hat zu machen oder wovon dir besser hat, die Fanger wegzulassen. Ich hoffe, dem Gerard sind froh und hat nicht gefallen, aber wir freuen uns allen drei. Ich schnee rum zu gesehen, wann nichts hecht, von Fall zu Fall.